Ah, shit, Flavia, ich habe das Stativ schon wieder vergessen. Meinst du, wir können das zweite, das bei euch im Büro liegt, heute auch wieder brauchen? Oh, sorry. Hey zusammen, da ist Flavia. Und da ist Jenny und herzlich willkommen zu der neuen Folge Fiasko Famoso. Heute reden wir darüber, was wir bereuen gemacht haben in der Vergangenheit. Und was wir nicht bereut gemacht haben. Viel Spass beim Reinhören. Vielleicht, wie sind wir eigentlich auf das Thema gekommen? Über Nein, das also reden? Schatz, zuerst reden wir über Shit and Shine. Stimmt. Mein Hirn. Nochmal zurückrudern. Willst du starten Mit Shit? Ja. Meine Sozialbatterie war gestern auf dem Nullstand gewesen. Ich hoffe, wir haben am Abend noch telefoniert. Ich hoffe, man hat es mir glaube nicht so angemerkt. Nein, gar nicht. Aber wirklich, ich habe mir viel zu viel vorgenommen an Leute das Wochenende. Ich habe Samstagmorgen 2 Kolleginnen, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Am Nachmittag an einem Geburtstagsfest. Am Samstag eine Kollegin, die ich schon ein halbes Jahr nicht mehr gesehen habe, weil sie am Reisen war. Und noch Wege zur Nacht. Das alles ist am Samstag gehabt? Nein, am Sonntag dann auch. Also einfach all das am Wochenende? An 2 Tagen. Und ich habe schon beim Eintragen gedacht, wird tough, aber kennst du das, wenn du so noch abmachst, so einen Monat vorher und denkst, du freust dich ja auf die Leute und die geben dir ja Energie, sie rauben es dir ja eigentlich nicht, aber... Kenne ich leider zu gut. Ja, und weißt du, dann habe ich auch Angst, ich hoffe, ich bin allen gerecht worden, blöd gesagt, weil ich habe dann am Sonntag gedacht, bei dieser Kollegin, die ich schon ein halbes Jahr nicht gesehen habe, so, ich lasse dir noch zu und so, aber eigentlich habe ich mich am Anfang zusammenreißen, dass ich jetzt wieder mag Smalltalken. Weißt? Ja, das kenne ich. Also, das Problem habe ich eben auch. Und das ist eigentlich schon etwas von dem, was ich ab und zu bereue, dass ich mir nämlich zu viel vornehme. Aber ich weiß auch nicht, warum. Das ist irgendwie so ein Phänomen, wie du sagst, dass man so denkt, ich freue mich eigentlich, wenn ich so da denke, es ist eigentlich noch cool, wenn ich am Morgen das Programm habe und am Nachmittag noch das Programm. Aber irgendwie muss man ja auch so Blocker in den Kalender setzen für Zeiten, wo einfach du dich kannst erholen kannst. Oder auch nicht unbedingt, vielleicht musst du dich einfach gar nicht erholen, aber bist irgendwie froh, dass du an dem Tag in dieser Woche gleich noch Zeit für etwas hast, wo irgendwie ungeplant ist. Oder so. Voll. Also ich habe dann den Weg müssen sagen, sie haben sogar gemerkt, dass ich einfach ein bisschen ruhig bin. Ich habe gesagt, hey Leute, meine Sozialbatterie ist wirklich ein bisschen down. Also es ist nicht gegen euch, es ist jetzt halt einfach so. Und ja, manchmal kommt auch alles zusammen. Weißt du, so ein Geburtstagsfest ist ja mal eingeladen. Das kannst du ja nicht irgendwie schieben. Ja, stimmt. Wenn du an dem Tag schon etwas anderes hast, dann willst du das andere vielleicht auch nicht absagen, weil du jetzt an dem Abend noch mal etwas vorhast. Ja, ui. Und bei mir ist halt auch meine Kolleginnen sehe ich nicht so häufig. Das heisst, es sind immer intensive Gespräche, wo ich so ready sein will. Und nicht einfach so, keine Ahnung. Also ja, sowieso nicht Smalltalk, aber es wird viel wieder aufgerollt und erzählt und geupdatet. Und wenn ich einen Kollegen am Samstag gesehen habe, dann erzähle ich meistens fast das Gleiche. Oder einmal, nochmal. Oh Gott, ich hasse das. Ich hatte das jetzt gerade letzte nach der Ferien gehabt. Ist ja mega lieb, aber so, wenn alle dich in den ersten 5 Tagen, wo du wieder da bist, fragen, und, wie sind deine Ferien gewesen? Erzähl! Ich sage, du bist schon die 5. Person, die fragt. Überall ein Fokus. Eine Kollegin hat ich erzähle es mega gerne, aber es ist wie so ein bisschen, ich merke, wenn ich es mit jedem Mal ein bisschen eingestudiert erzähle. Also ist so. Ich immer ein bisschen mehr zusammenfassen. Also ja, Ja. Eine Kollegin kommt mir gerade in den Sinn, die von Dates hat sie einfach eine PowerPoint gemacht und weißt, die hat sie dann allen vorgetragen und nicht viel müssen dazu sagen, sondern sie hat so Kommentare gemacht, das Bild vom Typ und so und dann hat sie aber auch über 3 Monate hat sie das so zusammengefasst in der PowerPoint, hat sie einfach die können präsentieren. Oh ja, das ist so geil, so eine gute Idee. Vor allem das kannst du dann irgendwie als PDFs abspeichern und dann so in 5 Jahren nochmal anschauen. Du bist so, oh mein Gott, so lustig. Ja, voll. Das ist vielleicht die Lösung auch. So eine gute Idee. Mega gute Input. So, vielleicht inspiriert das ein paar Leute. Ich wollte das mal machen irgendwie. Ich weiss noch nicht mit welchem Grüppli oder zu welchem Anlass, aber ich habe schon ein paar Mal so Insta-Videos gesehen, wo Girls oder einfach so in Gruppen sich über ihr Leben updaten in Form von Presse. Ja. Zum Beispiel in der Schule hat man das ja früher ständig gemacht. Immer wieder hat man eine Präsentation müssen machen. Irgendwie jetzt musst du das ja gar nicht mehr. Dabei wäre es von Freundinnen eigentlich noch lustig, ja. Ja, das können wir vielleicht mal machen. Mal schauen. Bei dir, Shidi?
eigentlich voll nichts so Ernstes oder so, sondern ich bin ja oft am HB und manchmal hat es doch so beim Gleis 33, Gleis 31, das sind so wie so die so doppelt unterirdisch sind, oder Gleis 42, 41, so die. Tauben. Tauben. Und ist eine überkarren worden? Nein, Okay, nein, nicht so schlimm. Aber mir tun immer die Tauben hure leid, die dort rumgackern und rumlaufen. Ich denke so, also, weißt du, wie du wieder da rauskommst? Oder muss man dir den Weg zeigen? Oder findest du wieder da raus? Ich denke mir so, die müssen ja irgendwie dort, wo die Rolltreppe runterkommt, checken, dass die dort rauffliegen und dann sind sie ja dort auch noch nicht ganz oben. Ja, oder halt durchs Loch, durch den Tunnel, weißt du, wo der Zug entgegenkommt und nachher tätscht so gegen die Scheibe. Nein, also wenn ich eine Taube wäre, würde mir das nicht in den Sinn kommen, dort ins dunkle Loch hineinfliegen, dass das der Ausgang ist. Aber ja, auf jeden Fall tut mir die Tauben immer leid, die dort ganz unten sind. Ganz schlimm habe ich es gefunden in New York, in der Metro. Ist nochmal tiefer. Also nochmal... Nein, einfach so, ja, irgendwie nochmal einfach alles ist so ein bisschen, genau, noch ein bisschen versifft und so. Und das tut mir mega leid, aber was mir next level leid tut bei Tauben, ist, wenn sie hinken. Weißt, wenn sie so, die haben doch so, wie nennt man das, nicht Krallen, auch nicht die Pfoten. Nein, habe ich jetzt auch so ihre Füße, ja. Die sind so kraxelig irgendwie. Und wenn die dann so verkrüppelt sind und das tut mir einfach so leid. Ich bin so, also hast du heute eine gesehen? Nein, einfach so in letzter Zeit ist mir das aufgefallen, dass die Tauben, die können ja auch nicht dafür, dass es so viele gibt von denen. Ja. Aber ja, die tun mir einfach leid. Was haben die für ein Leben? Da kommt mir gerade... Vielleicht ist es schön, aber einfach die sich verirren, die tun mir leid. Ja. Kennst du den Malte, Influencer Malte? Wo ich das Tischi habe. Ja, das glaube ich schon mal erzählt. Der hat eine Taube auch, also als Haustauben trainiert. Vielleicht ist ja das eine Möglichkeit. Dass ich mal eine Haustaube habe. Dass eine trainierst, dass sie wieder mit dir rauskommt. Stell dir vor. Gott. Ja. So eine Brieftaube. Kann ich sie dir immer schicken? Nein. Das haben wir an der Hochzeit von meiner Schwester gemacht. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Weißt du, so Tauben freigelassen. Also wie, ihr habt eine Taube gekauft und haben sie freigelassen? Ja, so von einem Vogelbesitzer. Und die wissen ja wieder, wo hinfliegen. Weißt du, und nachher tut das Bärli so, das ist doch so Tradition, nachher so die Tauben steigen Also man kann eine Taube wie mieten für den Hochzeitstag und dann lässt man sie fliegen. Und ja, und dann fliegen sie zurück. Ist das eine Taube oder? Doch, weisse Tauben gibt es, gell? Ja. Aber dann fliegen die fliegen aber auch zurück. Ja, die checkt das. Also eigentlich ist es ein bisschen ja, ich weiß auch nicht, fragwürdig. Speziell. Hoffentlich kommt ja auch etwas über für das. Ja. Ein bisschen Provision oder so. Aber ja. Dein Schein? Mein Schein ist, ich bin jetzt offiziell Therapieübungsperson. Oha. Habe ich auch nicht gedacht. Also, erzähl ein bisschen Kontext. Jemand von der WG kennt jemanden an der ZHAW, sorry, ich habe immer ein Problem mit den Abkürzungen, der Psychologie studiert und die brauchen halt so ProbandInnen, wo ja auf den Sessel hocken und die müssen ja das auch irgendwie lernen. Da habe ich das mal ausgefüllt. Oh mein Gott, darf ich auch kommen? Aber es ist schon zu spät. Ach, ja. Hast du mir das nicht gesagt? Aber die brauchen ja immer, es werden ja immer wieder Leute ausgebildet. Aber ich habe eigentlich die Hoffnung verloren, weil ich habe sehr lange nichts gehört. Und jetzt habe ich von meinem Therapeuten, Roger. Also es ist der Roger ist ein Student an der ZHW. Ja, der Roger. Und der macht mit dir so Probe-Übungstherapiestunde. Genau. Oh. Und ich habe so ein Mail bekommen. Und nachher habe ich halt so einen Fragebogen ausfüllen. Und nachher ist so gestanden Thema, was ich mich mit beschäftigen. Weißt? Und ich bin... Also ich finde, jedem tut Therapie gut, aber ich habe jetzt nicht, glaube ich nicht, ist mir einmal nicht bewusst, so ein grundlegendes Problem, weil sonst wäre ich glaube schon vorher in einer Therapie. Wenn es mich jetzt so mega beeinflusst hat im Leben gerade, negativ. Und dann habe ich halt nicht gewusst, was. Und dann habe ich meiner Schwester angerufen, ich so, Daria, wegen was soll ich in Therapie? Und dann, was hat sie gesagt? Ja, sie hat dann etwas gesagt, ich will es jetzt noch nicht irgendwie sagen. So weil ich irgendwie zuerst an dem arbeiten und dann erzähle ich es vielleicht. Jetzt du hast einfach so einen Cliffhanger. Kannst du wenigstens einen Tipp geben, in welche Richtung geht es? Erwartungshaltung. Das sagt schon vieles. Okay. Ja. Aber ich will wie nicht jetzt das... Ich will zu viel auspacken. Ja, aber nimmst du uns vielleicht ein bisschen mit? Ja, also dich ja sowieso privat. Ja, aber ich meine, also nimmst du den Podcast vielleicht, je nachdem was rauskommt, ein bisschen mit? Ja. Ich finde das noch spannend. Das wäre, glaube ich, cool, ja. So in den nächsten paar Folgen vielleicht hast du irgendwelche Updates oder Erkenntnisse, die du gemacht hast. Ja, also ich bin mega gespannt, was der Typ, der Roger, einfach der Name. Ich weiß auch nicht. Ich habe gedacht, das wird so ein
so einen... Jetzt haust du kein Vorurteil raus. Nein, vielleicht sorry. ist der Roger so einer, wie du gedacht hast. Das stimmt. Also, Ja, aber nein, hoffentlich nicht, weil wenn ich an einen Roger denke ich an einen Roger, der aber- Stockmarsch hat. Ich weiß auch nicht. Schau, ich könnte auch... Was ist so ein stereotypischer, unsympathischer Name? Weiß nicht. Ich könnte auch... Nein, könnte ich eigentlich nicht. Ich will sagen, ich könnte auch Vreni heißen und ich wäre immer noch die Vreni? gleiche. Aber nein, Nein, könnte ich ich nicht. bin fast- Vreni! Ach, has Vreni. Aber nein, könnte ich nicht. Ja, ich bin Anyway. auch gespannt. Genau. Don't judge a person by its name. Oder so. Ja, wir judgen am Schluss immer etwas, gell, Jenny? Also. Eben, aber nicht so etwas Oberflächliches. Anyway, Ja, mal schauen. Mein Ich entscheide ja Schein. amigs. Ja. mein Schein... Nein, warte, jetzt habe ich vorher meinen Shit erzählt. Ja, jetzt erzähle ich meinen Schein. Mhm. Das hast du Mein vorher Schein vergessen. ist, Ja. ich kann, also wer es schon ein bisschen länger hört, schon zu Stadtland-Stuss-Zeiten, der weiss, dass ich in einer Folge, ich glaube, das war relativ am Anfang, mal erzählt habe, dass ich es ein bisschen schade finde, dass ich nicht so ein Hobby habe und so. Und ich weiss nicht, ab wann man so etwas Neues als sein Hobby kann betiteln. Aber ich würde jetzt behaupten, dass Cycling mein neues Hobby ist. ich bin glaube jetzt 5 Mal im Cycling gewesen. Wow, Ja, das hast du auf viel. Weihnachten bekommen, gell? Genau, auf Weihnachten habe ich das bekommen. Ja, jetzt ist halt wie schon Ende März und ich bin 5 Mal dort. Scheißegal. Aber egal. Auf jeden Fall muss ich sagen, habe ich Spass gefunden daran. Also ich habe schon beim ersten Mal mega Spass daran gehabt. Ich mache es gern. Es ist etwas Sportliches und ich habe ja wie immer schade gefunden, dass ich irgendwie dann so im Kindesalter, also im Teenage-Alter, habe ich ja dann mit dem FC aufgehört und so. Auf jeden Fall habe ich es irgendwie schade gefunden, dass ich nie wieder so richtig ein Hobby gefunden habe. Und ich hoffe, dass ich jetzt an dem auch dranbleibe und noch lange wird Freude daran haben. Soll ich dich jetzt ein bisschen pushen? Nein, eben, ich brauche nicht, gerade nicht. dass es mich jemand pusht. Ich mache es einfach so gern. Ja. Ja, Aber dort ist ja das Ding, gell? Dort musst du so reservieren und so. ja, genau. Aber das ist ja kein Ding. Also eben, Schon. wenn du frühzeitig planst und so und ins Spot reservierst, dann ist Sie alles ist gut. dort, weißt, vielleicht triffst du ja mal die Gülscha oder die Eisenring, Ja. da kannst du ein bisschen Podcast-Stuff sammeln. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Nein, ich in der logisch Garderobe so, nicht. wenn man so alle bei der Dusche ansteht. Ja. Hey, ihr seid doch dann im Herbst im Hallenstadion, Wir gell? haben eben auch einen Pod. Ja, das ist auch noch Kunst. So. Aber ja, also Ja. so Smalltalk anfangen. Anyway, und das habe ich jetzt schon zum 2. oder 3. Mal heute gesagt. Anyway, ich sage das so oft. Ist okay. Ich sage auch, ist okay viel, glaube ich. Ich leite gerade über zu unserem Hauptthema und schnell, wie wir zum Thema Reue gekommen sind. Und zwar, ich fühle mich, als wäre ich so an einer Buchvernissage. Ich habe mein Buch dabei, das mich inspiriert Heb hat. es schnell in die Kamera. Warte schon. Die Und zwar- Bibliothek. genau, von wem ist es? Matt Haig. Haig. Matt Haig, vielleicht. Matt Haig, schau mal. Matt Ja. Haig, oder? Auf jeden Ja. Fall kurz Input. Dort geht es um eine Frau. Also ich habe es noch nicht fertig gelesen, keine Angst, die was auch gerade am Lesen sind. Ich verrate nicht, wie es ausgeht. Und nur schnell für die jetzt kurz davor sind abzustellen. Nein, es wird keine Buchkritik, die Folge, sondern es geht Genau. in dem Buch um. Reue. Und zwar ist die, also auf unser Leben bezogen, aber nur schnell, wie die Mitternachtsbibliothek abläuft. Die Hauptperson, die wollte Selbstmord machen, also hat eigentlich, und jetzt ist sie quasi zwischen Leben und Tod in dieser Mitternachtsbibliothek. Und dort kann sie ganz viel, also hat sie ein Buch, wo alles voller Reue ist, was sie im Leben hat oder Also gehabt das hat. Buch fasst alles zusammen, was sie bereut. Genau, ja. Und sie kann jetzt auch wie in der Bibliothek auslesen, so, ich will jetzt in das Leben zurück und das vielleicht rückgängig machen oder eben, dass ich es nicht bereue. Und dann werden es immer weniger Punkte, die sie bereut. Also die Mitternachtsbibliothek ist voll von Büchern, die das Leben von anderen darstellt. Nein, von ihr. Die Leben, die sie hätte können leben, wenn sie dort sich anders entschieden hätte. Aha. Oder ob sie es weitergemacht hat und so. Das ist gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist dort Reue auch ein grosses Ding. Darum hat sie sich eben, glaube ich, auch umgebracht, weil sie so viel bereut hat. Okay. Genau. Und dann haben wir jetzt gedacht, jetzt können wir uns auch mal ein bisschen fragen, was wir dann bereuen und was wir nicht bereuen, gemacht zu haben. Du kannst sonst gerade, also erstmal, hast du mehr Punkte zu, was du bereut hast oder was du nicht bereut hast, gemacht zu haben? Warte, ich muss zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Sachen. Ich habe 10 Sachen, die ich bereue gemacht zu haben und 7 Sachen, die ich bereue nicht gemacht zu haben. Aber gell, das sind jetzt nicht grosse Sachen. Ja. Aber wir haben so, also ich habe so, Was hast du mehr? jetzt gerade habe ich nicht bereut gemacht zu haben. Mehr. Ja, also Aber das ist 5. eigentlich besser, Ja. weil
Nein, kommt drauf an, ob du noch kannst machen oder nicht. Ja. Egal, aber also zuerst mal, hast du das Buch überhaupt fertig gelesen? Nein, aber habe ich ja gesagt, dass ich jetzt das Ende erzähle. Das ist jetzt auch gar nicht mehr so wichtig, das Buch. Okay, das war einfach der Aufhänger, wie wir drauf gekommen sind. Genau, also ich könnte euch auch da aussen, die zuhören, vorstellen, dass ihr jetzt in dieser Bibliothek sind und ihr habt jetzt den Schinken von eurem Buch, wo ihr Sachen bereut, vor euch. Was steht dort drin? Und jetzt fangen wir vielleicht auch gerade mit dem an, was wir bereuen. Also bei mir würde drin stehen, du hast mal etwas gemacht zu haben. Ja. Bei mir steht drin, ich habe es vorher schon ein bisschen angetönt, ich bereue es, ein bisschen mit dem FC aufgehört zu haben. Weil damals war es eben so, dass es ist gerade so der Übergang Oberstufe zu Lehrstellen beziehungsweise Oberstufenkante. Irgendwie haben ein paar, also wir sind auch immer eine knappe Gruppe, eine Mannschaft oder Frauschaft eigentlich. Dass wir immer gerade so 11 Frauen waren für den Match und so. Und nachher irgendwie haben ein paar von unserer Gruppe, Mannschaft, ich sage das jetzt einfach Mannschaft. Ich wollte sagen Team, Nazi. kannst du ja Team sagen. Ja, Team, danke. Ich habe irgendwie 2, 3, 4 Nasen von unserem Team haben dann halt eine Lehre angefangen, haben gesagt, ja, sie wollen mal schauen, einfach die Lehre anfangen und dann mit der Zeit ausfinden, wie viel Zeit sie haben. Und dann war wie unser Team gezwungen gewesen, halt, aufzuhören, weil wenn 3, 4 Frauen sagen, sie hören auf, dann wir hätten einfach so schnell da in FC von uns ins Bergschinderlegi. Ja, das ist bei uns gleich im Volleyball. An dieser Stelle einfach so schnell können 4 Frauen auftreiben. Das ist immer mega schwierig, so in ländlichen Regionen Leute zu finden. Mhm. Ja, darum... Und seitdem hast du nie wieder in einem Verein Fußball gespielt? Genau, und eigentlich hätte ich dort dann müssen sagen, ich wechsle einfach, also so... Ich wechsle jetzt zu, keine Ahnung, FC Wedi oder wo auch immer. Und das wäre eben auch noch ein gutes Alter gewesen, glaube ich, zum Wechseln. Es ist ja immer, ich glaube, egal wie alt du bist, es ist immer schwierig, wie so in eine neue Gruppe zu kommen und dann dich dort integrieren. Aber ich glaube, das passiert schon, also ich hätte einfach als Kind Teenie noch mehr Zeit als jetzt, weil ich merke einmal, weißt du, wenn ich Fußball schaue oder wenn ich an ein Grümpi gehe und zuschaue, es kützelt mich richtig auch, den Ball zu schlagen. Aber es gibt jetzt, weißt du, ich habe sicher schon ein paar Mal gesagt, ich vermisse das FC mega und habe so kurz mit dem Gedanken gespielt, aber also weißt du, so, es ist auch okay jetzt, dass ich keine Zeit dafür habe, weil ich mache ja andere Sachen jetzt mindestens so gerne oder noch lieber. Ja, oder Podcast. Ich müsste wenn ich jetzt wirklich mit dem FC anfangen, müsste ich wieder andere Sachen zurückstecken und ich glaube, das würde ich dann gleich nicht wollen. Darum, ich hätte einfach damals ein bisschen länger spielen sollen, wo ich noch als Kind oder Teenie Zeit gehabt habe dafür. Aber sonst gibt es in Zürich eine Alternativliga, wo quasi einfach, also ich kenne jemanden, der einfach ab Match geht. Aber ich sehe es schon auch, ich habe nie ich habe kurzerhand mal 3 Mal bei einem anderen Team gespielt. Aber im Sport, je nachdem kann man sich gut integrieren, weil du musst ja zusammenheben. Ja, voll. Jetzt ist es weniger, ja. Aber je nachdem, wenn du von ein bisschen weiter weg kommst, gehen die einen vielleicht schon miteinander in die Schule sowieso. Ja. Ich weiß auch nicht, aber ja, das bereue ich, dass ich nicht ein bisschen länger gespielt habe. Du? Verstehe ich. Das ist ja lustig, dass ich jetzt wieder anfange mit Volleyball übrigens, weil jemand hat von unserem Verein den Podcast gelesen und gehört, dass ich glaube, wieder ein bisschen Volleyball spielen will. Das hat sie geschrieben. Und ja, ich bin jetzt in dem Team nächstes Jahr und trainiere nicht mehr, nur Match. Aber das ist jetzt nicht Thema. Was ich bereut gemacht zu haben. Was würde bei dir im Buch drinstehen? Etwas Kleineres zwar, wo halt auf der Haut so eine Narbe hinterlassen hat, also wirklich, ist... ich habe Pillen genommen und dann habe ich sie abgesetzt, weil ich irgendwie auch nicht mit meinem Ex-Freund zusammen war und dann dachte ich, das brauche ich nicht. Und dann habe ich einen fetten Ausschlag da unten bekommen. Also Ausschlag Pickel? Ja. Und ich habe halt mega kratzen, gell? Also wenn du jetzt näher anschauen, siehst du die Narben immer noch. Und irgendwie bereue ich es, also sicher, dass ich da die ganze Zeit rumkratze und auch dort, aber auch zu dieser Zeit dort, es hätte es eigentlich nicht gebrungen, dass ich die Hormone abgesetzt habe, weil ich habe nachher die Spirale gerade eingesetzt. Das heisst nicht, dass die Pickel nie kommen wären, wenn ich Hormone... Ich will sagen, du hättest auch die Spirale einsetzen, wie so nahtlos und die Pickel beim Absetzen von der Pille dann trotzdem bekommen. Ja, aber das weiss ich nicht. Okay. Aber ich war so, ich habe sie abgesetzt, nachher ist dann gleich wieder mal etwas gelaufen und dann hat es mich aber angeschissen. Und ich habe so gehört, ich brauche wieder Hormone. Ja, aber du bereust es ja nicht gewechselt zu haben, von Pillen auf Spirale. Nein, gar nicht. Ja. Gar nicht. Also du bereust es eigentlich nur, dass du es so schnell abgesetzt hast. Aber abgesetzt hast. Ja. Aber bereust du das wirklich?
Keine Ahnung. Ich habe kein Problem mit den Pillen. Mich hat einfach angeschissen, dass ich jeden Tag an die muss denken. Aber du gerade nicht sexuell aktiv bist. Ja, und das auch. Eben. Und wenn ich mir vorstelle, eben so ein kleines Teil... eine Hormonbombe im Körper. Ja, das ist schon ein bisschen... Aber eben, ich habe, glaube ich, keine negative Sachen gemerkt. Voll. Ja, das. Und sonst, willst du mal etwas sagen, wo du nicht... Warte noch schnell zu der Pille. Ich habe überlegt, ob ich auch aufschreiben soll, dass ich es bereue, die Pille als als Verhütungsmittel zu nehmen. Sorry, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Ich habe eben vor der Folge ein Mini-Pick. Das ist keine Werbung übrigens. Ich habe auf jeden Fall nach dem Arbeiten irgendwie Lust auf etwas Salziges oder so Würziges. Dann habe ich ein Mini-Pick gekauft und jetzt muss ich die ganze Zeit aufstoßen. Als Jenny da reingelaufen ist, habe ich zuerst mal irgendwie gemeint, dass sie irgendwie an einem Feuer gehockt ist. Und nachher habe ich so umarmt und ich so, Alter, hast du einen Salami gegessen? Sie so, nein, Mini-Pick. Ich habe meinen Atem selber. Ja, zum Glück schmeckt ich das nicht. Als ich dem Chef heute gesagt habe, habe ich extra geschaut, dass ich so nicht mit viel Luft meinen Namen ausspreche, dass er nicht schmeckt, dass ich Fleisch esse. Ja, anyway. Jetzt siehst du schon wieder anyway. Ist egal. Wegen der, dass du bereust. Ich habe überlegt, bereue ich es, dass ich die Pille als Verhütungsmittel nehme? Und dort habe ich irgendwie keine Antwort drauf. Weil irgendwie, ja, weil man halt von allen Seiten hört, wie schlecht das ist für den Körper und mega viele gesundheitliche Risiken bestehen und dass ich meinem Körper eigentlich die ganze Zeit vorgaukle, schwanger zu sein. Also für die die Funktion der Pille vielleicht nicht so gut kennen, die Hormone, die in der Pille sind, sagen meinem Körper, dass ich schon schwanger bin. Ja. Und somit kann ich gar nicht erst schwanger werden, weil du kannst ja wie nicht doppelt schwanger werden. Mhm. Und das ist eigentlich, ja, mein Körper ist wie die ganze Zeit auf Drogen sozusagen unter dem Hormoneinfluss, wo auch macht, dass normale Prozesse im weiblichen Körper nicht stattfinden, wie zum Beispiel der Eisprung, halt die verschiedenen Phasen von der Mens und so. Auf jeden Fall eben, bin ich mir all dessen bewusst und denke mir so, ja, schon nicht so geil eigentlich. Aber andererseits bist du zu voll? Ich nehme die Pille schon so lange, ich weiss gar nicht mehr, wie es ist ohne. Das ist eigentlich auch ein Grund, dass ich es vielleicht bereuen könnte. Aber auch, meine Frauenärztin sagt mir, never change a running system. Vielleicht würde ich sie jetzt absetzen und würde dann merken, ich würde dann ganz viele Sachen merken. Weiss ich auch nicht. Aber vielleicht würde ich auch merken, oh mein Gott, so klar kann mein Kopf sein. Also irgendwann wird es ja so sein, wenn du Kind willst, musst du irgendwann absetzen. Ja, genau. Dort werde ich dann herausfinden, ob es eine gute Sache war für mich, weil es gibt ja auch Frauen, die das wirklich vertragen. Vielleicht bin ich so eine. Vielleicht ich habe es auch vertragen. Ja, vielleicht merke ich dann beim Absetzen, wie mein Leben eigentlich die ganze Zeit aussieht. Dann endlich auch mal Pickel über. Das ist nicht lustig. Aber Jenny hat einfach, ich bin mir die unreine Haut hat. Ja, aber eben, meine Pille hat halt auch so einen pflanzlichen Wirkstoff drin, der gute Haut macht. Das muss man an dieser Stelle auch sagen. Ja, das stimmt. Ja, aber ja. Ja, wenn wir mal zu etwas, wo wir bereuen, nicht gemacht zu haben. Ich bereue, oh mein Gott, das ist wirklich, eben, siehst, da kommt schon das Gefühl von Reue auf. Ich habe in der Kante... Nein, von eben nicht bereuen. Eben? Ich habe in der Kante das Schwerpunktfach BG genommen. Dabei hätte ich das Schwerpunktfach Spanisch nehmen. Ja, Jenny ist so blöd, nicht? Also, warte, vielleicht für die den Hintergrund nicht verstehen. Alle, dass du nicht. Also ich rede heißt Spanisch, aber ich sage immer, ich kann nur Haushaltsspanisch reden. Ich kann nur Spanisch reden. Ich habe noch nie in meinem Leben Spanisch geschrieben, weil als Kind meine Mami mich auch... Also sie hat mich in eine Spanischschule stecken, aber ich habe als Kind natürlich gesagt, noch mehr Schule? Nein, sicher nicht, ich will das nicht. Und jetzt bin ich da, 23, ich rede fließend Spanisch, aber schreibe wie eine Kindergärtnerin. Und darum hätte ich einfach in der Kante doch sollen... Ja, also vor allem auch für Kante hättest du so einen easy Weg gehabt für dein Schwerpunktfach. Ich habe Spanisch gehabt, wer das nicht weiss. Ja, gell? Ich glaube, ich habe okay abgeschnitten mit einem 4,5, aber wir haben gewusst, wo die Prüfung ist. Sorry, Frau Müller, ich glaube, das haben Sie gewusst. Ich weiss nicht, auf jeden Fall. Ich habe gewusst, wo die Matura-Abschlussprüfung ist? Nein, wo die Prüfung versteckt ist. Wir haben das letzte Jahr immer uns organisiert, dass jemand die Prüfung holen vor der Prüfung. Also alle Prüfungen?
Ja. Du redest von einer Prüfung? Nein, ein ganzes Jahr. Prüfungen? Ja, und dann waren wir ein 7er-Team und haben die abgeführt. Ich hoffe, uns wird jetzt nicht der Bachelor abgesprochen. Der Bachelor, die Matura. Weil dann hast du schon einen Bachelor. Ja, stimmt. YOLO. Da werden ja Aussagen gemacht, Geheimnis verraten. Ja. Aber wir sind dann dort gegangen. Also weißt, sorry, sie war auch selber blöd. Sie hat mal vor der Prüfung, ja, sie lässt nicht da rein. Ola, Madame Müller, nein, Senorita. Madame? Hören wir auf. Auf jeden Fall hat sie vor der Prüfung aus dem Fach die Prüfungen genommen. Und wir im Nachhinein sind wir so zueinander, haben wir das auch gerade gesehen? Das war in dem Fach. Und dann sind wir halt vor der nächsten, ist mal das Zimmer frei gewesen, sind wir schauen und wir so, das ist einfach da. Und seitdem haben wir eine richtige Strategie gehabt, jemand Holz, jemand ist auf dem WC. Ich war die, die Servierdüse war, quasi die Prüfung geholt hat, aufs WC gebrungen hat. Die andere hat gefüttert auf dem WC, wieder zurückgebrungen und dann haben wir in der Freilektion Zeit gehabt, wir sind 7 Leute. Die Prüfung vorlösen? Ja, 7 Leute gewesen, jeder hat eine Aufgabe bekommen. Und zum Beispiel, weißt, Verben gibt es ja im Konjugieren. Estar und Ser, also 2 Werbeorte. Ja, da haben wir so einen Lückentext gehabt und dann haben wir das halt ausgefüllt und dann haben wir halt fürs Estar das 1 gegeben und fürs Ser das 2 und dann haben wir so Kombinationen gelernt. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Du hast eigentlich Zahlencode auswendig gelernt, damit du weißt, wo du musst. Aber da hast du aber ganz genau müssen merken, ob eins sehr oder eins Star ist, weil sonst hättest du alles 100% falsch gehabt. Ja, aber ich habe extra noch Fehler eingebaut und ich habe nie eine bessere Note als 5 gehabt. Und also weißt ja, da hast du aber etwas falsch gemacht. Ja. Also wahrscheinlich habe ich... viel falsch. Ja, es hat schon noch einen Aufsatz gegeben, weißt, wo du nicht hast können... Ja, dort habe ich wahrscheinlich einfach Kacke geschrieben, das hättest du dann vielleicht besser gemacht. Ja, auf jeden Fall, eben, wir haben in der zweiten Kante, glaube ich, eine Doppellektion SPF gehabt und dann in der dritten... Ja, auf jeden Fall, mit jedem Jahr hat man mehr Stunden in der Woche von dem Schwerpunktfach gehabt. Und mit jedem Jahr habe ich es immer mehr bereut, weil im BG, ich will nicht sagen, dass es mir keinen Spass gemacht hat, aber ich habe oft meine Schwierigkeiten gehabt, weil gerade so in diesen Theorielektionen, wo man irgendwie Arte, Kunstgeschichte, Dokus, ich habe mich wirklich ich muss sagen, leider habe ich mich nicht für das begeistern, weil eigentlich finde ich es ja schon spannend, aber ich kann mich in diese Thematik einfach nicht können und wollen reinfuchsen und es war ein riesiger Krampf gewesen. Ja, also ich habe einfach in der ersten Reihe eingeschlafen. Ja, das wollte ich sagen. Also wenn es heisst, Jenny hat sich nicht so begeistern, dass sie hat geschlafen. Jede Schulstunde. Ja. Aber du kannst trotzdem, das vergisst sich immer, dass du gut kannst zeichnen eigentlich. Wenn ich amigs doch, du hast die ein Bild aufgehängt von so einer Frauensilhouette, die du gemacht hast, oder das Gesicht. Auf jeden Fall hast du vielleicht das ja auch ein bisschen mitgenommen. Eben, ich habe mich gerne kreativ ausgetobt und dort habe ich dann einmal meinen Spass gehabt. Aber ja, das bereue ich. Ich bereue es nicht, das gewählt zu haben. Ja, verstehe ich. Ich bereue etwas nicht gemacht zu haben, und zwar mit einem Typ 6 gehabt. Das ist eine krasse Aussage. Also nicht, bevor du mit dem jetzigen Freund zusammengekommen bist? Ja, also weißt, jetzt im Nachhinein, es wäre einfach interessant gewesen. Ich weiss noch nämlich meine... Oh, sorry, ich bin am Mikro gekommen. Oh, meine Nase beißt. Ja, schön drin grübeln. Noch abputzen. Nein, ich weiss noch, es war ein bisschen Hin und Her gewesen. Und, also Moment. Du hast den kennengelernt auf einer Date, wie viele Dates? Also, ich habe ihn schon recht gut gekannt. Und dann haben wir mal... Also, ihr habt nicht gedatet? Ja. Ist auch, also... Ja, immer so ein bisschen on-off, keine Ahnung. Und dann ist es interessant geworden? Nicht viel im Hintergrund gegeben. Okay. Aber ja, es ist sehr interessant gewesen. Dann haben wir uns geküsst und dann hat es mir abgelöscht, weil der Kuss scheiße war. Aber wenn der Kuss doch schon scheiße ist? Ja, weiß ich ja nicht. Ja, aber irgendwie, also nachher habe ich da halt im Vorhinein bin ich so dort an und ich habe gewusst, vielleicht schlafen wir jetzt miteinander. Und die Kollegin und ich habe halt mega viel schon überlegt, so, nein, aber wenn ich das mache, dann meint man vielleicht, dass es schon mega ernst ist und das und das. Und darum habe ich mir eigentlich gesagt, nein, gescheiter nicht. Und eine Kollegin hat mir dort schon gesagt, Flavia, mach es einfach, sonst bereust du es, mach es doch einfach. Und sie hat schon ganz vielleicht verkopft in das rein. Ja, es ist jetzt eben nicht, dass ich jeden Tag daran denke, aber ich denke daran... Das ist noch wichtig zu sagen vielleicht, ja. Ja, also Lino, ich liebe dich. Ja, das wissen wir. Aber ja, einfach so, es wäre spannend gewesen, weil ich weiss jetzt, dass wenn ich mich jetzt, ja, wenn jetzt
doch, das ist für immer jetzt mit dem Nina das Gefühl jetzt, dann wird das nie passieren. Weil das ist ja dann das richtige Reue-Gefühl. Also weißt, wenn man es noch kann, ich finde, du kannst es auch nie wieder ändern, dass du Matura nicht auf Spanisch gemacht hast. Also du kannst jetzt einen Spanischkurs, aber es wird nie so sein. Genau. Weißt? Und ich werde auch nie mit dem schlafen. Ist jetzt aber du kannst mit dem leben. Ja, darum sage ich, es gibt ja wie auch noch so feste Reue, dass man so fast nicht damit leben kann. Ja. Aber so etwas habe ich nicht, weil das ist auch eine schöne Erkenntnis gewesen, eigentlich, die Übung. Also das war ja auch wirklich eine Übung, sich überlegen, was bereue ich eigentlich oder was bereue ich nicht gemacht habe. Ja. Und es war eine gute Übung, weil sonst überlebt man sich das ja irgendwie nicht so und schreibt sich so eine Liste dazu auf. Ja. Und ich finde eben, das sind ja alles eben Spanisch, SPF, ja, so what, habe ich halt dort ein bisschen Mühe gehabt, aber das ist wieso eigentlich auch schön zu wissen, dass man, also es wäre auch krass, wenn wir so jung vielleicht mega grosse Sachen bereuen würden. Ja, oder wenn man eben merkt, dass man es nicht bereut, je nachdem kann man es ja dann nochmal erleben oder machen, aber viele Sachen eben halt nicht. Also weißt, zum Beispiel bei mir ist noch, also das ist ein recht grosses Thema, aber das habe ich schon in der Folge zu Frau sein geredet, wegen Selbstbefriedigung. Ich bereue es wirklich, dass ich einfach nicht früher damit angefangen habe. Aber warum? Weil du hast ja noch dein ganze Leben vor. Es ist ja wie nicht so, dass du... Also ich glaube, ich weiss, was du meinst, weil hättest du früher das herausgefunden, hättest du dich noch früher... Aha, du hättest noch früher dich selber besser kennt. Ja, das ist das Ding, weil... Oh ja, macht Sinn. Aber auch mit... Ich meine mehr so, du kannst ja immer noch jetzt herausfinden, was du gerne hast und alles. Sicher, aber nicht die Erfahrungen, die ich dann nachher mit Typen gemacht habe, wo ich... Nachher viel besser gewesen. Ja, nein, also ich habe das nur mit meinem jetzigen Freund so erlebt, weil ich es vorher nicht gemacht habe. Ja, okay, ja. Und die Erfahrungen mit den anderen Paaren habe ich nicht schlimm gefunden, aber ich habe jetzt im Nachhinein denke ich so, wenn ich das schon gewusst hätte oder an ihm hätte können sagen, ja, das habe ich gerne und das, dann hätte es mir nicht nur Spass gemacht, weil ich irgendwie ihn glücklich machen kann, sondern weil es mich ja eigentlich... Ja, deine Rundum-Erfahrung wäre viel besser gewesen. Ja, wahrscheinlich. Also, ja. Das wäre schon irgendwie... Also darum, ich sage immer, wenn ich eine Tochter mal habe, ich weiss, ich kann, je nach wie sie mich findet, nicht so sagen, so, jetzt sag mal an den Tisch... Mami, du bist so peinlich. Ja, aber das hat schon... Ich habe nämlich irgendwie bei Wahrheit, Wein und Eisenring im Podcast hat sie einen Interviewgast gefragt, was bereust du? Und dann ist mir im Fall gerade das in den Sinn gekommen, so, dass ich das nicht früher... also ich habe mich ja nicht geweigert in dem Sinn, sondern ich habe ja keine Lust gehabt. Aber vielleicht hätte ich mal einfach müssen sagen, ja komm, jetzt probiere ich das mal. Das muss man ja nicht gerade... You never know if you never try. Genau. Ja. Falls euch das Thema Selbstbefriedigung oder irgendwie das Frausein interessiert, hört in Folge 8 rein. Wow, du bist verdammt gut. Hast du einen Überblick? Oder hast du das einfach gewusst? Irgendwie kann ich mir das noch ein bisschen merken. Verdammt gut. Ja. Also ich wüsste nicht, ob ich von 1 bis Folge, das ist jetzt Folge 19, alle Themen aufsagen können, aber... Nicht schlecht. Was ist bei dir, was du bereust gemacht zu haben? Gemacht zu haben? Ich bereue also das ist einfach so ein Moment, weißt, ich habe mir überlegt, gibt es irgendwelche Situationen, in denen ich mir früher gedacht habe, Alter, das ist doch scheiße, wie habe ich das gemacht? Und mir ist etwas Spezifisches in den Sinn gekommen. Und zwar war auch in der Kantizeit gewesen, und zwar hatte ich dort am Nachmittag eine Matheprüfung gehabt, und ich bin so ich würde sagen, durchschnittlich, in Ausnahmefällen eine gute Mathe-Schülerin gewesen, aber eher durchschnittlich. Und das heisst, ich habe dann am Morgen mit einer anderen Kollegin zusammen Schule geschwänzt. Wir hatten dort Geschichtsunterricht gehabt. Und ich habe dann am Morgen geschwänzt, bin krank am Morgen. Also habe einfach Schule geschwänzt zum Lernen. Und bin dann am Nachmittag, ist es mir besser gegangen und ich bin auf Matheprüfung. Weil das ist ja immer mega blöd gewesen, wenn man die verpasst hat. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann aber am Nachmittag gleich an die Matheprüfung, und am nächsten Tag haben wir beim gleichen Lehrer, bei dem wir am Vortag Geschichte geschwänzt haben, am nächsten Tag haben wir bei dem wieder Schule gehabt. Und am nächsten Tag bin ich auch wieder in die Schule. Und dann hat der so in der Lektion
hat so die Lektion gestartet, eine Klassenaufgabe gegeben und dann haben wir so einzeln einfach so gearbeitet und dann hat er mich und das Kollegin wie so rausgebettet. Er so, du und du, kommen schon mit. Und dann sind wir raus im Gang und dann hat er uns zusammengeschissen, also zu Recht, weil er hat sich dann natürlich mit der Mathelehrerin austauscht und sie so, ja nein, die sind am Nachmittag an der Matheprüfung gewesen. Also der ist wie, der hat doch auch eine 1 und 1 zusammenzählen. Und dann hat er uns, also es ist jetzt nicht so, er hat uns jetzt nicht gottlos zusammengeschissen, aber er hat schon gesagt, du, ich wüsste schon, das läuft so nicht und ich kann nicht einfach fehlen und sowieso. Und ich bin ja eigentlich mega pflichtbewusste und eben so schon ein bisschen die Musterschülerin und ich habe dann mega brüllen. Und das war mir aber auch peinlich gewesen, weil ich habe ja etwas Dummes gemacht und eigentlich muss ich für das auch gerade stehen. Und er hat so recht gehabt mit dem Zusammenschiss, dass ich so bin, ja, ich weiss, es tut mir leid, aber ich habe Mathe lernen. Weißt du, und dann habe ich, das habe ich dort sofort bereut. Ich war so, Scheiße, ich mache das nie mehr. Und weißt, jetzt im Nachhinein denke ich mir, als ob der eine Morgen lernen irgendeinen Unterschied gemacht oder auch, ob der Lehrer jetzt, also, Nein, es war nachher auch alles gegessen gewesen, aber ich war so, ich habe dort in dem Moment eigentlich wirklich sofort bereut. Ja, das glaube ich. Das war eine unangenehme Situation gewesen, ja. Aber ja, was bereust du noch gemacht zu haben? Gemacht zu haben? Ja, es geht, also ich habe nicht bewusst 6 Sachen rausgenommen, aber das ist das meiste. Und zwar hatte ich einmal mit einem Typ etwas gehabt, das war kacke, weil er ist bekifft war. Also das habe ich im Nachhinein gemerkt, vor allem, weil wir haben dann, es war am Open Air, dann sind wir ins Zelt, dann haben wir zusammen Sex gehabt und nachher ist er einfach neben mir eingepennt und ich bin, weißt, also ich bin dann so dort gelegen und er hat einfach gepennt und ich habe mich gefühlt wie eine Nutte. Es tut mir leid. Weil eben der ist so bekifft, weißt du, dann wird mir müde, er hat mich gar nicht falsch behandelt oder so. Und er ist einfach eingepennt und ich schaue so an und nachher... Was ist das gerade? Was ist das? Nachher bin ich raus und dann hat es geregnet, weißt du, grösster Schlamm. Ich im Schlamm brüllen zu meinem Zelt. Oh, und nein, das, also weißt du, wenn ich jetzt nachher denke, ich habe ab und zu nachher gedacht, so, bereue ich das wirklich oder hat mich das auch etwas gelernt? Weil zum Beispiel der Typ, wo man gesagt hat, kaputte Nippel, den Typ bereue ich nicht, weil aus dem habe ich auch irgendwie gelernt. Blöd gesagt. Aber aus dieser Situation habe ich definitiv nicht gelernt im Positiven, à la mein Selbstbewusstsein, sondern ich habe gelernt, so fühlt es sich in dem Fall an, wenn du wenn nachdem einfach fertig ist, wenn es nur für das ist oder so, das Treffen. Ja, aber also weißt, ich nehme es ihm auch nicht übel, der ist das pure Gras. Mann. Ja, das. Das glaube ich, das ist sicher nicht so eine schöne Situation. Aber ja, das Ding ist eben, ich höre von Freundinnen so viel, also was heisst so viel, aber viel Geschichten, so Walk of Shame, das ist ja eigentlich ein bisschen eine Walk of Shame Story, so von wegen. Ja, aber es hat ja niemand gecheckt, dass ich dort... Nein, Walk of Shame ist einfach so, wenn du zum Beispiel am nächsten Morgen von einem Typ heimgehst, mit dem du letzte Nacht etwas hast. So, eben, was ich sagen wollte, ist so, ich habe schon so oft irgendwelche so Storys gehört, so eben, wie grusig man sich gefühlt hat, wenn man heimgegangen ist und man gecheckt hat, mit wem man jetzt die Nacht verbracht hat und so, aber gestern ist man halt selber ein bisschen und so. Dann denke ich mir so, oh mein Gott, wenn ich das so alles höre, all die Dating-Fails oder all die auch Sachen, die scheiße, also wie Typen, manchmal Frauen und meine Freundinnen und so scheiße behandeln, denke ich mir so, Alter, ich bin wirklich nicht eifersüchtig auf das Datingleben. Aber man muss schon sagen, also ich habe meistens positiv. Ich schaue wirklich mit Grinsen zurück. Es gehört ja auch ein bisschen dazu. Also. Wir hatten auch mal einen Walk of Shame gehabt, aber das war in der Ferien und ich hatte etwas mit einem gehabt, bei ihm im Wohnwagen und sein Kollege, der eigentlich auch dort schläft, hat auf der Hängematte geschlafen. Und am nächsten Tag, ich habe dann den Walk of Shame gemacht, weil alle im Hostel haben das gesehen und meine Kollegin hat einfach am nächsten Tag mit einem anderen im Wohnwagen und dann hat sie genau den gleichen Walk of Shame gehabt wie ich. Also ihr habt nachher einen Tag versetzt am gleichen Ort mit einem anderen Typ Sex. Und dann habe ich aber auch, weil sie hat so laut irgendwie etwas gerufen, so peinlich, als ich zu laufen gekommen bin, so Flavia. Und nachher ist sie am nächsten Morgen, und ich habe das nicht gecheckt, gell? Sie läuft einfach raus, ich so, hast du nicht gemacht. Oh mein Gott, so lustig. Ja, und das ist, weißt,
Ja, es gibt sicher auch lustige Situationen. Ja. Sonst, was etwas Kleines ist, aber was ich oft bereue, ist, dass ich ein bisschen zu oft, ein bisschen zu spät ins Bett gehe und meistens bereue ich das am nächsten Morgen direkt. Und ich muss sagen, ich bin jetzt in letzter Zeit wie so gezwungenermaßen früher aufgestanden. Und ich bin so ein bisschen auf den Geschmack. Was heisst früher? 6 Uhr. Mhm. Gezwungenermaßen habe ich jetzt oft in letzter Zeit um 6 Uhr aufstehen und ich bin auf den Geschmack gekommen, früh aufzustehen, weil eigentlich ist es ein Ding, das ich mir schon lange angewöhnen will. Aber wenn ich nicht muss, kann ich nicht früh aufstehen. Aber ich will eigentlich mega gerne zu einer Morning Person werden. Also den Morgen, ich liebe den Morgen. Ich liebe den Morgen eben auch, aber ich liebe eben auch die Nacht. Nein. Doch. Das Ding ist, ich kann mega gut, das ist eben wirklich ein Problem von mir. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn du so funktionierst, das kannst du einfach nicht ändern. Es gibt ja Leute, die also Nachteule und Morgen... Nachteule und Morgen... Vogel. Nein, aber nicht Specht. Nein, nicht Specht, sorry. Irgendein Vogel. Was ist das Gegenteil von Eule? Nein, von dir kannst du kein Gegenteil machen. Aber was wäre Morgen? Vogel? Nicht? Ja, aber irgendein Vogel. Aber man sagt doch Morgenvogel. First bird catches the worm. Early bird catches the worm. First bird catches worm. Super, ich habe das First nicht bestanden. Warum ist eigentlich das? Hast du es gemacht? Ja, ich habe es probiert. Stimmt. Aber das haben halt meine Eltern noch gezahlt. Vielleicht bereue ich es dem nicht so. Also, ich hatte 4 Punkte nicht gehabt. Und wenn du 3 Punkte weniger gehabt hättest, hättest du gratis wiederholen. Und ich hatte halt 4 nicht gehabt. Und darum... Oh nein, das ist hart. Ja. Nein, Hilfe Englisch, wirklich ungenügend. Aber warte, wie sind wir jetzt das gekommen? Ich wollte sagen, dass ich... kein früher Vogel bist. Genau, auf jeden Fall. Ich bin mega gerne... Also ich bin mega produktiv am Abend. Ich funktioniere einfach irgendwie dann gut. Ich kann gut denken, wenn niemand sonst mich stört. Aber eigentlich liebe ich den Morgen, so die Ruhe am Morgen. Wenn du, bevor du auf den Zug musst, schon 2 Stunden Zeit hast für dich, um in Ruhe zu Morgen essen und von mir aus noch journalen oder mit dem Hund laufen. Halt schon. Ich liebe das. Aber ich kann halt wie nicht beides machen. Ich kann nicht um 11:30 ins Bett gehen und um 6 Uhr aufstehen, Viertel ab laufen. Nein, aber wenn du anfängst, dann bist du auch hoffentlich am Abend ein bisschen müde, wenn du so einen langen Tag hast. Also mein Vater geht um 9 Uhr ins Bett und steht um 5 Uhr auf. Wow. Ja. Props to you, das ist wirklich. Ja, und wirklich. jetzt ist, glaube ich, eine gute Zeit, weil jetzt, also zwar ist Zeitumstellung am Sonntag, wenn das rauskommt, ist schon Zeitumstellung gewesen. Dann ist, glaube ich, am Morgen wieder kurz dunkel. Ist wieder ein bisschen länger dann ist wieder ein bisschen scheisse, aber im Sommer ist ja, weißt du, ist um 16 Uhr morgen hell. Also, und auch das Vogelzwitschern, ich liebe das. Ja, darum, das hätte ich eigentlich auch als Schein sagen, so, dass ich auf den Geschmack gekommen bin, früh aufzustehen. Ich jetzt hoffe, dass ich meinen Streak behalten kann oder ich mir Mühe gebe. Ja, musst du uns updaten. Ja, damit ich nicht mehr bereuen muss, spät ins Bett zu gehen. Genau. Okay, ich glaube, wir haben beide noch ein paar Punkte, aber... Wir haben, glaube ich, uns abgegrabt. Ja, voll. Oder willst du noch etwas dazu sagen? Nein, die restlichen Sachen sind nicht so wahnsinnig spannend. Darum würde ich sagen, gehen wir zum Flavia fragt. Und Jenny judged. So, Jenny. Was haltest du von Pornos? Oh. Ich weiß als kleines Kind, dass ich Pornos ausgesprochen habe. So. Ich sage aber nicht so gerne Pornos. Ich sage lieber, aber das klingt auch so kacke. Erwachsenenfilmli. Nein, Sexvideos. Aha. Weil Porno... Aber ja, sorry, ich zuerst judgen. Nein, das ist eine gute Frage. Ist Porno ein Wort? Ist das umgangssprachlich oder ist das fachbegrifflich? Pornografie. Eben, aber ist das ist schon das richtige Wort, das man verwenden sollte, oder? Ja, aber ich sage das wie nicht gern. Es ist irgendwie kein schönes Wort. Nein, Pornografie klingt wieder ein bisschen kreativer. Das klingt wie eine Industrie. Erotik. So ein bisschen Erotik klingt auch nicht. Erotisch finde ich tönt. Nein, Rotlicht. Erotik ist, glaube ich, egal. Ja. Auf jeden Fall. Das ist eine gute Frage. Das sagst du jedes Mal. Ich finde Pornos scheisse, wenn sie unethisch gemacht sind. Also, das ist ja wie nochmal so ein bisschen, ja, eben sowieso eine Welt für sich. Die Filmindustrie und dann davon noch die Pornoindustrie. Und darum, ich finde es mega wichtig, also ich finde das ist leider ein mega schambehaftetes Thema, weil es geht. Doch, weißt du, wie viele Leute reden nicht
offen über das Thema, über ihren Konsum, wo sie es konsumieren. So. Also ich finde, man muss das unbedingt in einer Partnerschaft thematisieren, weil schau, sind wir ehrlich, das ist so normal. Also dass insbesondere Männer das häufig konsumieren, ist ja wie, eben, sind wir ehrlich, kein Geheimnis mehr. Und darum finde ich es auch mega wichtig, dass man in der Partnerschaft darüber redet. Also offen darüber redet und eben nicht gerade judgt, so, was, so etwas schaust du dir an? Oder irgendwie, so oft schaust du dir das an? Sondern einfach, dass man einfach mal so ein bisschen non-judgmental darüber redet, finde ich mega wichtig. Aber jetzt tun wir judgen, also... Nein, eben, aber wir judgen Pornos allgemein, nicht den Konsum. Nein. Ich finde, es ist... Doch, auch schon ein bisschen Konsum. Ja, ich finde es wichtig, dass wenn man das konsumiert, dass man sich ein bisschen informiert, was für Plattformen oder Websites ethisch produzierte Pornodarstellungen anbieten. Da kann ich etwas sagen. Also es kommt für mich so über, wenn ich schaue noch nicht so lange Pornos, aber auf Bellesa Haus gibt es glaube ich auch, dort redet manchmal, stimmt. Bevor ein Paar Sex hat, haben beide irgendwie eine Wand dazwischen und haben ein Interview. Gehst du jetzt Bellesa googeln? Ja. Jenny einfach nebenbei Pornos. Ui, dahinter hat es mir das Fenster nachher. Ui, ich muss das weg. Nein, eben, ich tue es jetzt nicht weg, weil wenn jemand das sieht, sieht er es halt. Ja. Auf jeden Fall, diese Seite ist glaube ich noch gut. Aber ich habe mich nicht informiert, mega fest. Aber es wirkt so nicht wie bei YouPorn, je nachdem, dass gerade gebumst wird, sondern es wird sehr wie interviewt. Aber geil, ehrlich gesagt, überspringe ich das. Ich will sagen, die meisten überspringen das. Aber es gibt, als ich zuerst mal ein Porno geschaut habe und das gesehen habe, hat mich das so ein bisschen an einen Film erinnert, dass du die Leute kennenlernst. Es ist so ein bisschen mit Humor und es wird auch mal gelacht zwischen ihnen. Und es hat ja dort auch, also ich kenne die Seite auch und dort wird ja auch verschiedene Sachen, also zum Beispiel irgendwie, wenn du gerne die Rollenspiele anschaust, kannst du dir das anschauen. Oder wenn du, also es hat ja wie so ein bisschen für alles etwas. Ja. Und eben, das ist einfach so ein bisschen das Ding, oder? Die tun ein bisschen transparent zeigen, dass sie zum Beispiel ihre Pornodarstellerinnen fair entlöhnen und dass sie auch das machen wollen. Ja. Also weißt du, so, das sind Leute, die sich dazu entschieden haben, den Beruf zu machen und sich dabei filmen zu lassen. Und du hörst auch immer am Schluss, wie die hinter der Kamera, die Regisseurin, der Regisseurin der Stimme, einmal so sagen, «How was it?» Also weißt du, die werden auch gefragt nach ihrer Meinung und so. Ja. Und es hat einfach, ich finde es einfach wichtig, dass man eben A, über den Konsum redet, B, sich ein bisschen informiert, wo man das schaut und wie das ein bisschen hergestellt ist. Und das, einfach irgendwie nicht so schambehaftet über das redet. Also tust du selber konsumieren? Ja. Okay. Und auch also schon lang, oder? Nicht lang und auch nicht oft, muss ich sagen. Ja. Aber auch das ist ja okay. Also da hat halt jeder so ein bisschen... Ja, also ich habe es eben in der Sek mega verurteilt. Eigene Bedürfnis. Ich habe es eigentlich schon verurteilt. Und nachher hat mir eben eine Kollegin gesagt, hey, es gibt dir vielleicht auch ein bisschen Inspiration. Ja. Weil ich weiss noch, wegen Selbstbefriedigung, dass das ein Problem war, dass ich so verkopft war, dass es mir geholfen hat, dass ich wie einen äußeren Reiz habe, Input, dass ich das mal nicht muss denken, sondern dass ich das schauen kann. Und ja, darum hat es mir eigentlich geholfen. Ich glaube, eine Kollegin von einer Kollegin, die studiert Sexologie. Und die hat, glaube mal gesagt, dass du wegen so äußeren Reiz, dass du so ein 2:1 Verhältnis oder irgendwie, dass du einfach nach ein paar Mal schauen, mal nicht sollst wieder, weißt du, dass du dein Hirn nicht darauf trainierst, dass du nur noch mit dem kannst oder willst. Genau, also du solltest schon im Kopf irgendwie eben, das ist glaube ich auch etwas, wo glaub, das ist jetzt ein bisschen Hörensagen, das sind keine Fakten, aber ich glaube, das betrifft viele Männer so, dass viele oft zu Sachen schauen und das glaube irgendwie ist das bewiesen, dass das irgendwie dein Hormon... schau, ich rede lieber da nicht weiter, weil das ist Halbwissen, aber ich glaube mehr so, dass ja... Ich kenne das einfach von früher. Ich glaube, ich war so negativ eingestellt, weil eben in der Primar oder in der Sek haben die Jungs halt schon Pornos geschaut. Und ich kenne auch jemanden, der zusammen sich getroffen hat, um Pornos zu schauen. In der Sek? Ja, und dann haben die zusammen, ich weiss nicht, ob die zusammen irgendwie gewichst haben, keine Ahnung, Hilfe. Aber weißt du, so, die haben es einfach... Ich habe das eben, es gibt... aber ist das nicht normal, so im Teenage-Alter, dass dann zwei Jungs sind, oh mein Gott, Nein, Hilfe. Ja, das ist dann das Negative, dass halt jeder einfach Zugriff hat. Du kannst einfach klicken, ich bin 18. Das stimmt. Das ist scheiße. Stimmt. Auf das bin ich jetzt gar nicht so gekommen, aber ja, krass, dass...
Weil ich habe mal, als ich Trainerin war, habe ich so, ich weiss auch nicht mehr, mir ist einfach bewusst wurde, wie alt die sind. Und sie haben langsam Stimmbruch bekommen. Ich so, oh mein Gott, ich glaube... Ja, in eurem Alter haben früher meine Jungskollegen. Ja, und ich so, nein, das will ich jetzt nicht, weil dann finde ich es auch komisch, aber... Ja, nein, aber ich finde es ehrlich gesagt, gut haben wir jetzt über das geredet, weil ich muss ehrlich sagen, es war jetzt nicht so einfach, das zuzugeben. Aber ich frage mich, warum ist es jetzt nicht einfach gewesen, das zuzugeben? Und auch da, weil ich noch nie viele andere Frauen gehört habe, das zugeben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Oder zugeben, oder auch Männer. Ja, zwar Männer eher. Bei Männern ist wie so, die machen so ein bisschen Witz drüber. Also keine Ahnung, irgendwie ist es auch einfach klar. Also, und auch wenn nicht, also wenn jetzt dann Mann zuhört, der nie Pornos konsumiert, look, das ist auch voll okay. Ja. Ich finde einfach, ja. Eben, ich kann nur noch schnell und nachher, weil da habe ich letztens so müssen lachen. Ich kann auf dem Handy nie eine Porno schauen, wie das Handy ist, keine Ahnung. Und warte, nein, es ist mir nicht peinlich so passiert. Aber ich habe es dann auf dem Laptop und nachher bin ich halt gekommen. Und nach dem Kommen ist so ein schönes Gefühl, dann will ich eigentlich nichts mehr machen, dann will ich einfach liegen. Aber dann ist ja der PC dort mit dem Porno noch drauf. Und dann weiss ich... zuklappen? Ja, wirst du nur zuklappen, weil ich traue nicht nur zuklappen. Ich habe Angst, dass ich es dann nächstes Mal aufmache und dann wirklich halt beim Arbeiten den aufmache. Nein. Nicht. Ich kann einfach... Ich brauche einfach meinen PC vielleicht ein bisschen öfter als du. Ja, weil ich habe dann die Seite zugemacht, weißt, und den PC weggelegt und nachher ist mein Gefühl so, da bin ich, ja, ich merke einfach, wenn ich nachher gerade etwas mache, dann ist mein schönes Gefühl schnell verflogen und wenn ich dann gerade nach dem Kochen so dort liege, dann ist das Gefühl noch länger in mir drin. Weißt du, was ich meine? Nicht? Nein. Ja, das ist auch nicht so ich habe dich irgendwo verloren, sorry. Ich bin dann gedankenversunken gewesen, aber vielleicht musst du einfach ein bisschen chillen. Also ich klappe jetzt einfach zu. Probier's mal mit dem, ja. Aber ja. Falls wir mal Sitzung zusammen haben und du dann einen Porno siehst, dann weiss ist das so. Dass du Spass gehabt hast vorher. Bist immer noch auf Bellessa Haus auf der Seite? Nein. Ja. Nein. Ich weiss gar nicht, warum ich das gegoogelt habe. Ich weiss auch nicht, warum ich das gegoogelt habe. Du hast das gesagt und du hast gerade die Seite beschrieben, weil ich es gegoogelt habe. Aber was ich gesehen habe, hat ja niemand anderes gesehen. Ja, ich weiss doch auch nicht. Auf jeden Fall. Sind wir am Ende? Wir sind am Ende von dieser Folge. Meine Mami hat mich darauf hingewiesen, dass wir... Oh shit, ich finde, dass die Folge jetzt meine Mami lust. So. Oh, egal. Anyway, auf jeden Fall, meine Mami hat mich darauf hingewiesen, dass wir ein bisschen öfter unserer Community danken fürs Zuhören. Ja. Darum, recht hat sie. Und danke, dass ihr auch in diese Folge wieder reingelassen habt. Es ist uns jedes Mal eine Freude zu sehen, wie viele Leute reinhören. Genau, das freut uns natürlich sehr. Und auch eben, wenn ihr Input habt, keine Ahnung was, schreibt uns auf Insta, schreibt in die Kommentarspalte, bewertet uns gerne mit 5 Sternen und wir haben noch ein kleines Teasing für die nächste Folge. Stimmt, nächste Folge sind wir nämlich nicht allein, wir sind nächste Folge das 4. Und freut euch auf 2 Gäste. Genau, es sind 2 Typen. Mal schauen, wie es wird da rein. Freut uns. Und danke vielmals fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss. Hast du mir jetzt Tschüss gesagt? Nein, Spaß. Den Leuten. Also, jetzt hoffe ich wieder, dass es aufgeht. Oh.